Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Köln. Ja, Leute, und das am 8. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe des SC Paderborn. Und die kommen ja, wie wir alle wissen, aus dem tiefsten Ostwestfalen. Was die Bundesliga-Tabelle anbelangt, kommen sie natürlich eher aus dem Süden. Und zwar ziemlich tief aus dem Süden. Sogar noch tiefer, als wir es kommen. Ja, was kaum geht, möchte ich sagen. Ne? So, jetzt könnte man natürlich sagen, alles ist scheiße. Wenn wir gegen die verlieren, haben wir die rote Laterne zurück. Ne? Bläh, will kein Mensch haben. Man könnte auch sagen, wir haben im Grunde gar keine Chance. Denn wir haben letzte Saison 3-mal hintereinander gegen ausgerechnet die verloren. Ja? So, also wir sind quasi mitten im allerschlimmsten Abstiegskampf. Könnte man sagen. Sagen wir aber nicht. Nein. Denn mal ganz ehrlich, es ist gerade der 7. Spieltag gespielt. Und der liebe Gott hat den 1. FC Köln am 8. Tag erschaffen. Das steht ja auch immer in der Südkurve auf diesem wunderbaren Banner. Richtig, also ist das auch wahr. Das muss stimmen. Ja. Kann ja gar nicht anders. Ne? Also, und wenn der liebe Gott, ja, wenn der 7 Tage Anlauf für etwas so Wunderbares braucht, ja, so, dann müssen wir uns fragen, wie lange brauchen wir eigentlich Anlauf? Das muss man natürlich sporttechnisch, muss man das prüfen lassen, ja, wissenschaftlich. Wir haben uns also Kompetenz eingeholt und dann war das relativ einfach. Wir zeigen euch mal, was die Sporttechniker, die Sportwissenschaftler so sagen. Tag 1, ne? Da war es so. Da kommt Wolfsburg, ne? Beziehungsweise die kamen nicht, wir sind hin. Und wir sind schon ganz gut, sagen wir mal, angelaufen. Ne? Aber gereicht hat es nicht, nur eine Hälfte. Eine Halbzeit hat es wirklich gut geklappt. Am 2. Spieltag kam Borussia Dortmund ins Müngersdorfer Stadion und wir sind die wirklich 70 Minuten super angelaufen, haben mega Druck gemacht. Dann ist uns leider so ein bisschen die Luft ausgegangen, aber trotzdem, man sieht das hier in der Analyse. Das hat diesem wunderbaren Anlauf bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt keinen Abbruch getan. Und wir konnten jetzt merken, am 3. Spieltag, was sind wir ins Laufen gekommen? Mein Gott, wie richtig das Tempo aufgenommen und das allererste Mal seit 130.000 Jahren in Freiburg was geholt. Also man merkte, wir sind drin im Anlauf, also im Rennen wunderbar. Ja, was kam dann? Borussia Mönchengladbach, und man sieht das schon hier auf dieser Skizze, das ist kein Rückschritt, das ist ja fast schon ein Abstoppen, und so hat sich das auch im Stadion angefühlt. Also es fehlte an Leidenschaft, und trotzdem, selbst dieses Spiel hat nicht dazu geführt, dass wir jetzt irgendwie großartig ins Straucheln gekommen wären. Nein, wir hatten ja auch sofort wieder die Chance, das Tempo wieder aufzunehmen. Und das haben wir ja auch gemacht gegen die Bayern. Ne? Allerdings muss man sagen, hat es nicht so richtig gereicht. Das sieht ein bisschen so aus wie das Foul vom Easy beim Elfmeter. Ne? Also so ähnlich ist er da auch eingestiegen. So, was ist dann passiert? Dann kam eigentlich das Spiel, bei dem wir alle schon mit dem Absprung gerechnet haben. Ja. Ne? Gegen Hertha. Da haben wir gesagt, so jetzt der erste Gegner auf Augenhöhe. Leider Gottes, Theorie wunderbar, in der Praxis völlig in die Hose gegangen. In der Analyse sieht man, das ist ja wieder eher so eine, der beugt sich ja sogar zurück. Ja, also das sieht nach nichts aus. Nee. Aber man muss den Anlauf als Ganzes sehen, denn dann kam Schalke und man kann jetzt hier erkennen, es gibt die erste Aufwärtsbewegung. Schon der Arm ist oben, ne? Hand geht es ja nicht mehr, ne? So, und ne, man merkt also, wir wollen nach oben, und das Ganze, was vorher war, wird mit einem Mal irgendwie sinnvoll als Bewegungsablauf. Ja, ne? Und ich meine, wir wissen zwar, dass wir kurz vor diesem vermeintlichen Absprung fast auf die Fresse geflogen wären in Schalke. Aber es hat ja dann geklappt, und deswegen haben wir jetzt die Riesenchance, und wir sind 1000%ig sicher, weil wir es jetzt haben wissenschaftlich analysieren lassen, dass gegen Paderborn der Absprung erfolgen wird und welche Dynamik das auslösen wird und wie es dann auch weitergeht in der Tabelle. Das sieht man wunderbar in dieser Analyse hier. Mein Gott, so kann es weitergehen. Der Höhenflug ist vorprogrammiert, das ist klar. Ne? Und auf 2 Kölsch T-Shirt Deutsch heißt das nichts anderes als mit Anlauf nach oben. Jawohl. Ja, was denn sonst? Ne? Wir wollen ja nicht mehr nach unten. Ne? Und deshalb? Und ganz ohne Anlauf ne? Kriegen wir immer 2 Kölsch. Auf 3 Punkte. Prösterchen, Leute.
Leckerchen. Da hebst du richtig ab, ne? Lecker. Ja, Paderborn, du weißt, was 8. Spieltag, die Zahl 8 in römischen Ziffern, wie schreibt man die? Weißt du das? V? Richtig, und dann? 1, 2, 3. Ja, genau. Das heißt nichts anderes. 5:3. Wir drehen den Spieß um. Letztes Jahr zweimal 5:3 verloren. Einmal im Freundschaftsspiel, einmal in der Liga. Jetzt hauen wir sie 5:3 weg. Aber locker. Ganz, ganz locker. Übrigens, wissenschaftlich erwiesen. Ja.